Herzlich willkommen zum neuen Filmquiz vom Podcast Limoncello. Das ist ein Filmquiz wieder vom Podcast Limoncello, wie schon gesagt. Das heisst, alle, die jetzt nur zuhören, ihr könnt gerne auf den Link in die Beschreibung gehen und das Video auch schauen auf YouTube. Und für alle, die es jetzt schauen, es gibt es auch einfach als Podcast zum Hören. Dann heisse ich mal herzlich willkommen meine drei Gäste. Zwei kennen wir schon. Balázs, du bist ein Neuling hier in der Runde. Genau, und ihr könnt euch jetzt gerne selber schnell vorstellen. Wo andere Eltern mit ihren Kindern ins Mucki-Touren gegangen sind, habe ich gesagt, nee, lass mal, ich gehe lieber in den neuen John Rambo-Film rein. Und seitdem bin ich ein Cineast geblieben. Ich bin der Micha und ich gewinne das Quiz. Ich bin der Jan und ich habe ursprünglich zugesagt, weil ich gemeint habe, der Günther Jauch sei da. Aber jetzt ist es halt das Filmquiz und meine ganze Vorbereitung ist zum Fenster raus. Ich bin der Balázs, 24. Seit ich 8 bin, schaue ich 18+ Film. Also ich habe mich nicht für nichts traumatisiert. Ich muss den Filmquiz gewinnen. Herrlich. Genau, wir spielen über 8 Runden, also 8 Kategorien. Und alle Kategorien haben einen speziellen Namen. Ich hoffe, ihr checkt dann, was der Witz dahinter ist. Ich fange gerade mal an, ganz leger, ganz gemütlich, mit der ersten Runde. Die heisst Buzzer Lightyear. Und zwar ist das eine gemütliche Einwärmrunde. Ihr müsst einfach buzzern, wenn ihr es wisst. Und es sind 3 Fragen, die wirklich gemütlich zum Einsteigen, einfach zum ein bisschen reinkommen, zum uns beschnuppern. Die erste Frage, die mich wundern würde, ist, wie heisst der zweite Spider-Man-Film aus der Sam Raimi-Trilogie? Balázs. Spider-Man 2. Genau. Es ist, Wow. es Nice. ist die einfache Runde, es sind einfache Fragen. Ich habe gemeint, die Frage kommt dort. Nein. Die Frage kommt bei mir. Also da kommt nichts auf dem Bildschirm. Da nachher. kommt momentan noch nichts. Okay, gut. Da kommt es dann, wenn wir es brauchen, meine Herren. Sehr geil. Sehr geil. Die zweite Frage ist, aus welchem Film kommt der Spruch Hakuna Matata? Das war der Mikey. Nö. Nö. Ja, König der Löwen. Ja, sehr gut. Der war knapp. Der ist knapp. Und die dritte Frage, ich hoffe, jetzt kann sie dir Jan uns beantworten. Nee. Für was steht der Begriff Sitcom? Balázs? Fernsehcomedy. Nicht ganz. Gibt es eigentlich Minuspunkte, wenn man etwas falsch beantwortet? Es gibt keinen Minuspunkt, genau, aber ihr seid dann einfach für diese Runde geschlossen. Okay. Das heisst, bis jetzt hat noch niemand anderes gepasst. Doch. Da steht buzzend. Richtig. Janu? Situation Comedy. Jawohl! Oh Mann. Herrlich. Das sind die 3 eher leichteren Fragen gewesen. Wir gehen gerade weiter zu der zweiten Kategorie. Die heisst Reservoir Dogs. Und zwar, es ist relativ klassisch noch. Ihr habt bei jeder Frage 3 Antwortmöglichkeiten. Die richtige Antwort gibt einen Punkt. Und auch da, wenn ihr es wisst, buzzern. Der zuerst buzzert hat, der kann sie beantworten. Die erste Frage, es dauert ein bisschen länger, bis ich sie erzählt habe. Der Regisseur James Cameron ist ja bekannt durch Filme wie zum Beispiel Avatar oder Terminator. Und ihm ist es wichtig, beim Film Titanic so authentisch wie möglich den Film zu machen. Und darum erzähle ich euch jetzt 3 Fakten über ihn und den Dreh. Und einer davon stimmt nicht. 2 sind richtig, einer stimmt nicht. A. Der James Cameron hat auf einer Auktion für 600'000 Franken ein Tagebuch ersteigert. Das Buch hat er einer Person gehört, die damals beim Schiffsunglück dabei war und nicht überlebt hat. Und viele von ihren Notizen sind dann in den Film hineingeflossen. Oder B. Er hat 12 Tauchgänge gemacht zum echten Schiff, das Wrack. Und die Wrackszenen, die man im Film sieht, die sind auch wirklich von der echten Titanic. Oder C. Nachdem der Film rausgekommen ist, hat sich ein Astrophysiker beim James Cameron gemeldet und gesagt, dass in dieser Szene, wo die Rose auf der Tür im Wasser treibt, gegen Ende, sei die Sternkonstellation falsch von dem wirklichen damaligen Tag. Und in einer neuen Version von dem Film ist dann das angepasst worden. Ein Fakt stimmt nicht, 2 stimmen. Janu? Behauptet C stimmt nicht. C stimmt nicht, das ist falsch. Ich glaube, der Micha hätte theoretisch gesucht. Ja. Ja. Hat einfach nicht getönt. Ich sage B ist falsch.
Und das ist auch falsch. Nummer 1. Genau. Also A ist falsch. Dass er auf einer Auktion für 600'000 Franken das Tagebuch ersteigert hat, das stimmt nicht. Das gibt einen Punkt für den Balasch. Die zweite Frage. Ich bis zum Schluss warten und hoffe, dass die anderen zwei sind. Die Serie Friends, die ab 1994 produziert wurde, ist ja ein gigantischer Erfolg gewesen. Die allerletzte Folge haben 51,1 Milliarden Leute gesehen. Millionen, meine ich. 51,1 Millionen Menschen haben 2004 das Serienfinale im Fernsehen geschaut. Aber nicht alles an Friends war ganz so rosig gewesen. Welcher Fakt von diesen 3 stimmt? 2 sind falsch, einer stimmt. A. Am Anfang der zweiten Staffel haben Jennifer Aniston und David Schwimmer mehr verdient als die anderen Hauptdarsteller. Alle sind dafür, dass jeder die gleiche Gage pro Folge bekommt, ausser Jennifer Aniston. Das hat hinter den Kulissen so viel Krach gesorgt, dass sie fast die Serie verlassen hätte. Oder B. Zum Produktionskosten tief halten, war das Set am Anfang noch relativ billig gebaut gewesen. Während der Aufnahmen der ersten Staffel ist mal ein Grossteil vom Set zusammengekracht und verbrannt. Und der Matthew Perry, der Schauspieler von Chandler, hat sogar ins Spital. Oder C. Durch den Erfolg der Friends-Serie ist die Ablegeserie Joey entstanden, die zeigt, wie die Figur Joey nach dem Ereignis von Friends weitergemacht hat. Ich erzähle noch schnell fertig. Die Serie ist so dermaßen gefloppt, dass die Hälfte der zweiten Staffel gar nicht erst ausgestrahlt worden ist und die ganze Serie mittlerweile auf keinem Streaming-Anbieter zu finden ist. Ja, das Eigentlich ist es einmal besser, wenn du nachher gar nicht fertig Ja, das erzählst. stimmt. Ich habe es jetzt auch gerade gemerkt. Aber gut, Jano, was sagst du? Ja, das dritte stimmt. Das dritte stimmt und das ist richtig. haben die gleichzeitig? Haben das beide gewusst? Ich habe gedacht, dass die erste ja mehr oder weniger richtig ist. Ja, bis in die gedacht, Hälfte, der ja. erste. Es stimmt schon, dass sie die 2 viel mehr verdient haben am Anfang und nachher haben sie sich aber alle dafür entschieden. Sie haben sich fast, alle ja. geeinigt. Es hat niemand am Schluss Ja. Bei Big Bang Theory haben sie es auch gemacht. Also übrigens. Ja. Bei How I Met Your Mother dafür nicht. Okay, ich habe sogar gemeint, sie haben von Anfang an gesagt, dass alle gleich viel verdienen. Aber Ja. Gut, wir kommen zu der dritten Frage, meine Herren. Wie wir ja vorher gelernt haben, ist der Satz Hakuna Matata durch den Film Lion King bekannt worden. Das ist aber nicht einfach irgendetwas Erfundenes, sondern der Satz heisst auch wirklich etwas, und zwar auf die afrikanische Sprache Swahili. Und jetzt ist natürlich die Frage, was heisst denn das? Heisst das A, also so einfach übersetzt, probier's mal mit Gemütlichkeit oder bist locker unterwegs. B, es gibt kein Problem oder alles ist in Ordnung. Oder C, es interessiert mich nicht, ich will es nicht wissen. Und das war der Janu. Der Janu sagt das Zweite und das ist richtig. Also ich habe gewusst, dass es das erste nicht ist, ist ja klar. Wieso? Weil das erste ist ja aus dem Dschungelbuch. Ja, du bist gut. Du bist gut. Der Typ ist clever. So! Wir gehen schon zu der nächsten Kategorie. Die heisst Question me if you can. Oh, nice. Und da geht es jetzt nicht mehr darum, was ihr wisst, sondern darum, was die anderen nicht wissen. Das heisst, ich stelle euch eine Frage, zum Beispiel jetzt, wie heisse ich oder wie ist mein Nachname? Und dann tut der Micha zum Beispiel buzzern. Dann muss es der Micha nicht wissen, sondern er muss einfach sagen, der Balasch. Und nachher muss der Balasch die Frage beantworten. Wenn sie den Balasch kann beantworten, gibt es einen Punkt für den Balasch. Wenn nicht, bekommt der Micha 2. Aha, also ich muss Wow. eigentlich schätzen, wer es nicht weiss. Genau. Okay. Genau. Und wir machen da gerade los mit der ersten Frage. El Camino ist der Film zu welcher Serie? Aber Aha, sorry. Man muss gar nicht passen, oder schon? Balasch. Doch, du kannst buzzern und jetzt kannst du sagen, wer sie muss beantworten. Nummernpasser eigentlich. ja. Wenn man jetzt denkt, das wissen beide, dann ist es ja blöd, Ja, wenn dann man musst du nicht buzzert. buzzern, ja. Okay, dann... Okay. Jan, tu bitte die Frage beantworten. Es ist Breaking Bad. Und das ist richtig. Punkt für den Jan. Nice. Ich habe gedacht, das wissen beide, darum habe ich nicht buzzern. Gut. Welche Figur kommt in jeder Folge Two and a Half Men vor? Oh Gott. Es gibt nur eine einzige Figur, die in jeder Folge vorkommt, von Two and a Half Men. Balasch. Ellen. Und das ist richtig. Sick. Sind es einfach 10 einfache Fragen? Himmel, Hättest du Herrgott. auch gewusst, Nein, ich hätte es nicht gewusst. Ich hätte auf dich, wenn ich hätte ich sie dir gegeben. Ich habe noch gedacht,
Ihr wisst wahrscheinlich, dass ich mich nicht gut damit auskenne. Ja, du meinst schneller. Genau. Ja. Gut. Wie heissen die Eltern von Batman bzw. Bruce? Genau. Balasch weiss es nicht. John Wayne und Martha. Das ist falsch. Es gibt 2 Punkte für den Jan. Fuck. Was ist denn das Richtige? Thomas und Martha Wayne. Aber Martha hat schon. Fuck. Martha hätte gewusst. Vater hätte gerne gewusst. Thomas Wayne. Weißt du, John Wayne? Das ist aber. John Wayne. Das ist John Wick, was du denkst. Ja. John Der John Wayne ist doch so. Das ist einfach ein Punkt für mich, so ein halber oder so. Wie heisst Nicht. die ältere Praxis? Tut mir wirklich leid. Aber John Wayne ist so ein Westernheld, der gibt schon auch. John Wayne, ja. Aber wir machen gerade weiter. Und zwar, wie viele Kevin allein zu Hause oder Home Alone Filme gibt es? 5. Das war ein typischer Ballard-Move. Das war ein typischer. I'm so sorry. Voilà, müssen wir die Regeln nochmal erklären? Wem schenkst du den Punkt? Jetzt kannst du entscheiden, wem du schenkst. Aber es ist vielleicht sogar falsch. Aber Micha. Ja, ich glaube nicht, dass es falsch ist. Ich sage 5. Und das ist falsch. Sind es 4? Das gibt 2 Punkte für den 4, oder? Ballast. sind 4. Es sind 4. 6. Was? Eben, ich hätte gedacht, das sind denen mehr als, mehr als 5. Der erste Film von 1990, den kennen wir, Kevin allein zu Hause oder Home Alone. Nachher Kevin allein in New York. Genau, das ist der zweite. Zwei. Der dritte ist wieder allein zu Hause. Oder auf Englisch heisst er einfach Haben die Home die Alone gesehen? 3. Ja. Nein, ich Nein, habe das nicht sind mal so- New Die York. ersten beiden habe ich gesehen. Ja, Also aber der erste Der Film. dritte Teil ist einfach ein Fernsehfilm, der ist gar nicht mehr im Kino gekommen. Und der vierte Teil, Kevin allein gegen alle, ist auch nur im Fernsehen gekommen. Der Rest hat niemand mehr gejuckt. Und ich glaube, dort ist der Kevin als Figur nicht einmal mehr vorgekommen. What the fuck? Der 5. Teil, allein zu Hause, der Weihnachtscup. Und der 6. Teil, das ist ein Remake, nicht schon wieder allein zu Hause, der ist glaube vor 2 Jahren oder so rausgekommen. Vor 1 Jahr. Also, das gibt Punkte für den Ballast. Genau. Und dann gibt es noch Kevins Cousin allein im Supermarkt, aber der hat überhaupt nichts mit dem Film Allein im Supermarkt. Ja. Nein. Aber das ist so ein Film, der sich einfach so genannt hat, damit man ein bisschen mehr Leute kann. Aber gehört er überhaupt zu der Reihe? Nein, dazu? 0. Ja, aber Es dann sind ja auch jetzt völlig gleich andere 5. Leute. Es sind 5, ja eben. Nein, es sind 6. Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York, wieder allein zu Hause, Kevin allein gegen alle, der Weihnachtscup und nicht schon wieder allein zu Ah, Hause. okay. Gut. Sorry, dass ich dich an dir geziffert habe. Ist okay. Die Hast du fünfte es Frage. gewöhnt? Wie heisst am Sherlock Holmes seine Haushälterin? Ihr müsst es nicht selber wissen. Eben, ja, gerade überlegt, mich weiss es nicht. Der Micha weiss es nicht. Seine Haushälterin, also die heisst schon mal nicht Sie heisst Holmes nicht- zum Nachnamen, nicht das ist Martha. klar. Ich sage Margaret Thatcher. Nicht ganz. Jano, die 2 Punkte kannst du gerne mitteilen. Hätten die es beide gewusst? Nein, kein Plan. Wie? Wie heisst Ah, ja blöd. Ich muss es ja nicht wissen. Sie heisst Mrs. Hudson. Ah, stimmt. Habe ich aber auch schon gehört, den Namen. So, wir gehen schon zu der nächsten Kategorie. Und die heisst The Big Lebowski. Und zwar Ciao, weil wir machen nacheinander Serie. Das heisst, es gibt ein Überthema und ihr müsst zu dem nacheinander Film aufzählen. Und irgendwann weiss einer keine mehr, dann gibt es ein Finale zwischen 2. Jetzt werde ich nervös. Und das gibt 2 Punkte, wenn man das gewonnen hat. Das braucht der Basel jetzt nicht. Ihr braucht den Buzzer nicht mehr, legt ihn gerne weg. Das ist meine Also, Lieblingskategorie, aber sie macht mich richtig nervös. Und zwar, die Kategorie, die wir hier haben, sind Pixar-Filme. Und im Moment am wenigsten Punkte hat der Micha, darum fängt der Micha auch an. Und wartet immer noch ein bisschen, weil ich muss ja alle abstreichen. Wie ist es jetzt, wenn es mehrere Teile von einem Film gibt? Man kann es 1, 2, 3, 4 einzeln nennen. Okay, muss man dann wie den Untertitel von dem Film sagen oder kann man einfach Teil 1 sagen? Wenn es einen Untertitel gibt, musst du ihn auch nennen. Okay. Toy Story. Und das ist richtig, ja. Toy Story 2 in dem Fall. Das ist auch richtig. Toy Story 3. Das ist auch richtig. Toy Story 4. Das ist Wow. auch richtig. Ratatouille. Ratatouille ist auch richtig. Findet Nemo. Findet Nemo richtig. Alles Steckkopf. Das ist auch richtig. Ich muss ihn noch finden. Wie viel gibt's? Da. The Incredibles. Sehr gut. Warte schnell. Da, ja. Die Incredibles 2. Ja, da gibt es leider auch. Findet Nemo. Ist schon gewesen. Und damit ist der Micha draußen. Es gibt noch ein Finale zwischen dem Balosch und dem Jan. Bin ich dran?
Weißt du noch? Ich weiss noch 2, 3, ja. Jesus. 4, 5. Jesus, kein Blackout. Ich weiß es nicht. Du hast noch 7 Sekunden. Was hat der Micha vorher gesagt? Findet Dory. Sehr gut. Findet Dory dann aber schon, oder was? Ja, sicher, Ja. wieso? Findet Nemo ist kein... Findet Nemo, habe ich gesagt vorher schon. Der ist Du schon hast es genannt schon worden. gesagt. Ich habe einfach nicht... Ah, mein Güte. Wally. Wally ist ein Nice. Der letzte räumt die Erde auf. Das ist sick. Hätte ich besser zugelassen. Es hat noch gerade letzte... Inside Out. Er hat alles Städtkopf gesagt. Ah ja. der haben wir Das so. ist... sorry. Ja, das ist nicht... Okay. Dann ist gewonnen. Dann Gratuliere. Ja. Cars 1, Cars 2, Cars 3. Der Jano bekommt schon wieder 2 Punkte. Ja, und du bist am Rocken, Mann. Es steht Crazy. 10 beim Jan, 5 beim Balasch, 1 beim Micha. Eine? Okay. Ja. Wissen wir Eine? uns zusammen jetzt, Jesus Christ. Ja, vor allem ich. Und wir gehen spielerisch weiter zur nächsten Kategorie. Ihr bekommt jetzt alle 10 Punkte geschenkt für die nächste Kategorie. Ich habe gar nicht gesagt, wie sie heisst. Sie heisst «Spiel mir die Frage vom Tod». Und ihr bekommt 10 Punkte über und mit diesen Punkten müsst ihr jetzt ein bisschen wirtschaften. Und zwar stelle ich euch eine Frage und es gibt immer 3 Antwortmöglichkeiten. Und ihr könnt die 10 Punkte aufteilen auf die Antwortmöglichkeiten. Wenn ihr euch 100% sicher seid, dass es zum Beispiel A ist, könnt ihr alle 10 Punkte auf A setzen. Wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr zum Beispiel 5 auf A, 5 auf B. Dann ist B richtig zum Beispiel und dann habt ihr noch 5 Punkte für die nächste Frage. Ihr könnt so also immer mit euren Punkten wirtschaften. Hat doch mal so eine Game Show gegeben mit dem Rainer Hindisbach. Ja. Wie hat die geheißen? Irgendwie... Millionenfalle oder so. Ja, die ist genau so. Das ist geil. Versehentlich glaube ich nicht. Also, das heisst, ihr müsst nicht buzzern und nichts, sondern tragt nachher einfach eure Punkte ein. Also, ich zähle euch 3 Filme auf. Einen davon gibt es, 2 ist der falsche Titel. Bei 2 ist der falsche Titel, bei einem stimmt es. Und zwar A. Indiana Jones und die letzte Kreuzigung. B. 10 Monkeys. Oder C. Die Erfindung der Wahrheit. Also jetzt muss man auf den setzen, wo... Wo ihr glaubt, dass es gibt. 2 sind falsch, einen gibt es. Ihr müsst auf den setzen, wo es gibt. Ich sage es nochmal. Indiana Jones und die letzte Kreuzigung. 10 Monkeys. Die Erfindung der Wahrheit. Fuck, ich kann nicht auf Deutsch. Also so etwa, wie ich jetzt gemacht habe? Ja, genau. Ja. Gut, wir lösen kurz auf. Jan, was hast du gesagt? Ich bin mir eben nicht sicher, weil es gibt einen Film, wo die Erfindung der irgendetwas heißt mit dem Ricky Gervais. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Erfindung der Wahrheit oder die Erfindung der Lüge ist. Das Und heisst, ich habe aber 6 auf C gesetzt und 4 auf 2, weil das erste würde der letzte Kreuzzug heißen. Nicht die letzte Kreuzigung. und Mikey? Also ich habe alles aufs C gesetzt, weil ich weiss, es heisst 12 Monkeys. Und eben die letzte Kreuzigung ist auch falsch und die Erfindung der Wahrheit habe ich schon mal gehört. Darum alles aufs C. Okay, mutige Spieler haben wir da. Und der Belly? Also, eben, was Deutsche anbelangt, habe ich das Gefühl, Indiana Jones, also das ist eben so ein Wort, das ich halt, glaube nicht so gut kenne. So. Ja. Aber das hat auf jeden Fall halbwegs richtig getönt für mich. B auf keinen Fall. Und C, ja, da habe ich gedacht, da tue ich noch 4 her. Alles Aber ich klar. glaube, Also 6 Das hast ist, du beim ich glaube, ersten, oder? C. 6 beim ersten Aha. und 4 beim C. Ja. Von wegen Englischen, genau. Das muss ich vielleicht auch noch schnell sagen. Der Balasch schaut natürlich Film nur auf Englisch. Darum habe ich ein buntes Potpourri gemacht aus deutschen und englischen Zitaten und Sachen. Genau, da jetzt in dem Fall ist es halt Deutsch gewesen, und leider gehen dir 6 Punkte jetzt flöten. Es ist nämlich C, die Erfindung der Wahrheit. Das heisst, der Jan hat noch 6, der Micha alle 10 und der Balasch 4, mit denen ihr weiterarbeiten könnt. Streamingdienst, ein ganz omnipräsentes Thema. Und auch da 3 Fakten dazu. Einer stimmt, 2 sind falsch. Ihr müsst herausfinden, welcher Fakt das stimmt. A. Der Streaming-Anbieter Disney Plus hat seit 2 Wochen mehr Nutzer als Netflix und ist damit neu der grösste Video-on-Demand-Anbieter. Oder B. Wenn man bei den einzelnen Streaming-Anbietern schaut, wie viele Filme und Serien auf IMDb eine Bewertung von über 8 haben, also dass es halt eher gute Filme und Serien sind, ist Prime Video auf dem letzten Platz, also hat am wenigsten davon, und Apple TV Plus auf dem ersten Platz, hat also die meisten bestbewerteten
Also auf dem letzten Platz von was? Von allen Streaming-Anbietern, ja, die ich da angeschaut habe. Oder C. Amazon Prime kostet in den USA nur $4 und bei uns in der Schweiz 17 Franken. Das ist bei vielen Streaming-Anbietern so, dass es so einen Unterschied gibt. Bei Amazon Prime ist der Unterschied aber am höchsten. Eine stimmt, zwei stimmen nicht. Sagen wir mal das Erste. Das erste? Disney Plus hat seit 2 Wochen mehr Nutzer als Netflix. Genau. Oder B. Apple TV hat am besten bewertete Filme und Serien, also am meisten davon, prozentual. Oder Amazon Prime hat die grösste Spanne an Kosten. Ich habe meine Antwort eingeloggt, sage ich ganz ehrlich. Der Jan auch, Micha auch, Überhaupt nicht sicher. der Balasch auch. Gut, wir fangen das mal beim Balasch an. Wie hast du es sortiert? Nach was hast du gewählt? Ich glaube, es ist gut, wenn das in Amerika Prime ein bisschen billiger ist. Beim Apple TV hat es sicher nicht den bestbewerteten Film. Und Hast du Apple TV Plus? hey, ich habe für einen Monat, krasse einen Monat habe ich gehabt. Und dann habe ich für 2 Filme drauf geschaut. Und dann, ja, das erste habe ich nicht viel darüber nachgedacht. Mhm. Gut. Ja, nu? Das erste glaube ich einfach nicht. Einfach wie es ist. Und ich habe halt kein Apple TV. Ich war dort ein bisschen unsicher, weil du gesagt hast, Prime ist schon am schlechtesten, aber Prime hat einen relativ guten Film, so generell eigentlich, wäre sicher nicht auf dem letzten Platz. Bin ich aber nicht sicher bin, habe ich dort 2 Punkte gesetzt und beim letzten 4. Dort bin ich halt drüber gefallen, weil du gesagt hast, es kostet 17 bei uns. Mhm. Hast du es? Prime? Ich habe es, glaube ich, mal gehabt, es hat aber nur 12 oder 13 gekostet. Ja. Und trotzdem hast du ihm am meisten Punkte gegeben? Ja, weil ich es erst einfach nicht glaube. Also. Wahrscheinlich ist es genau das. Das erste war mit... Disney Plus mehr Nutzer hat als Netflix. Okay, ja. Ja, Maiki, wie hast du entschieden? Also ich hatte keine Ahnung, darum wollte ich es einfach ein bisschen verteilen. Ich hatte mal Prime und nur Schrottfilme darauf gesehen. Also die meisten sind schrottig. Darum habe ich das Gefühl, die Bewertung ist relativ tief. Und ich habe gedacht, auf Apple musst du ja Filme kaufen und dann sind es eher hochwertigere Filme. Und darum habe ich dem am meisten Punkte gegeben. Das hat was. Aber ich habe keine Ahnung. Also ich habe einfach mal... Ich habe, also vielleicht noch zu sagen, ich habe am B5 gegeben, am A2 und am C3. Okidoki. Also was ich euch sicher mal sagen kann, Disney Plus hat es noch nicht geschafft, zum Netflix überrunden. Trotzdem müssen wir uns jetzt vom Balasch verabschieden, weil C ist es nämlich auch nicht. Die richtige Antwort ist B. Oh, und zwar, ich kann euch da etwas dazu erzählen. Ich habe noch 2 Punkte. Okay. Wie viel hast du noch? 5. Oh, es gibt das Kopf an Kopf rein. Wahnsinnig. Bei Prime Video ist die Prozentzahl bei 4,7 Ui. von Filmen und Serien, die über IMDb-Bewertung von Die 8 haben, haben. die haben Stimmt. so schrottige Filme dort drauf. Ja, es gibt sowieso B-Movies von den 70ern, so trashy Das Horror. liegt aber auch vor allem daran, dass sie gigantisch viel Auswahl haben. Ja. So wie auch bei Netflix, Aha. dort ist es bei 7,8%. Wow. So hoch? Mhm. Nachher kommt Wow mit 13%, das war mal Sky. Sky-Ticket heisst jetzt Wow. Bei Disney Plus ist es 17% und bei Apple 20%. Ich muss aber auch sagen, Apple hat nur um die 100 Filme und Serien. Also mit Abstand am wenigsten, aber dafür sind die meisten davon, oder 20% davon, über IMDb-Bewertung von 8. Es ist also 20% eigentlich... von 100 sind immer noch 20 Filme. Ja. Aber es wäre gleich mal interessant zum Hinschauen, sage ich da nur. Ja. Gut, was haben wir jetzt noch? Micha, wie viel hast du noch? 5. Und der Jan Noch 2. 2. Jetzt wäre lustig, wenn du einfach noch so 10 Fragen stellst und wir dann sowieso alle 0 haben am Schluss. Es sind eben noch 2. Ah. Ich habe gedacht, die Das ist sind mega schwierig, besser. da. Okay. Viele Filmfiguren kennt man ja vor allem unter einem Vor- oder einfach einem Nachnamen. Und ich liste euch jetzt 3 Filmfiguren auf mit dem ganzen Namen. Und ihr müsst sagen, welcher nicht stimmt. 2 stimmen, einer stimmt nicht. A. Die Miss Hudson von vorher, die heisst, also aus Sherlock, heisst mit ganzem Namen Martha Louise Hudson. Oder B. Die Miss Moneypenny von James Bond heisst Mrs. Catherine Moneypenny. Oder C. Der Salazar aus Fluch der Karibik 5 heisst Kapitän Armando Salazar. Eine stimmt nicht. Eine stimmt nicht. Die Mrs. Hudson, die Miss Moneypenny oder der Salazar. Also der Jan geht all in mit
Was? Mit der Moneypenny. Mit dem Moneypenny und dem Micha? Ich setze 4 auf die Moneypenny und einen aufs A. Auf die Frau Hudson. Ja. Gut, ich sage mal so, jemand von euch wird Punkte verlieren. Schon klar. Und das ist der Micha, es ist nämlich die Miss Moneypenny. Die heisst nicht Catherine Moneypenny, weil das wird ja auch, es sind ja immer andere Figuren auch. Also ich habe noch 4. Jetzt. Und der Jan immer noch 2. Wie heisst sie richtig? Also es gibt nicht einen Namen. Die sind verschiedene Namen, weil es verschiedene Figuren sind. Ja. Dann kommen wir zu der letzten Frage von dieser Rubrik. Und zwar Malcolm in the Middle oder Malcolm mittendrin ist eine US-amerikanische Sitcom, die zwischen dem Jahr 2000 und 2006 gelaufen ist. Und ich sage euch auch hier wieder 3 Fakten und einer davon stimmt nicht. 2 stimmen, einer stimmt nicht. A. Der Vater von der Familie, der Hall, ist ja von Bryan Cranston gespielt worden. Und der hat nach der Serie den Walter White gespielt. Also so, das stimmt auf jeden Fall noch. Bei Breaking Bad. Und es gibt auf der Breaking Bad DVD ein Bonusmaterial mit einem alternativen Ende für Breaking Bad. Und zwar sieht man dort, wie er als Hall von Malcolm mittendrin aufwacht und seiner Frau Louise erzählt, dass er gerade geträumt hat, dass er ein Drogendealer war. Oder B. In der ganzen Serie wird nie gesagt, wie die Familie zum Nachnamen heisst, wo sie wohnt und wie alt die Figuren sind. Und in der letzten Folge steht sogar auf einem Namenstafel von einem der Brüder «No Last Name», um eine Art ein Meta-Gag zu machen, dass nie ein Nachname genannt wird. Und auch bei der Diplomverkündigung von Malcolm, dann, wenn der Nachname genannt wird, gibt es so einen kurzen Aussetzer vom Mikrofon, dass man es nicht hört. Oder C. Ursprünglich sind für die Sitcom tatsächlich 4 Brüder gecastet worden. Also jetzt sind es ja nicht in echt Brüder. Und die ersten 10 Folgen von der ersten Staffel sind auch mit diesen Schauspielern gedreht worden. Weil die sich aber so verstritten haben die ganze Zeit am Set, haben wir es abbrechen und 4 neue Schauspieler suchen. Ein Fakt stimmt nicht, 2 stimmen. Ich mache noch mal ganz kurz. Breaking Bad, ein alternatives Ende. Nie ist in der Serie der Nachname genannt worden. Oder sie haben 4 Brüder gecastet. Also ein Fakt stimmt nicht, okay. Den müssen wir finden. Der Michael hat schon abgegeben. Hm? Der Jan lässt seinen Finger noch gemütlich über dem Handy kreisen. 3, 2. Micha, nach was hast du überlegt? Also das erste habe ich glaube mal gehört, dass es stimmt. Beim zweiten bin ich mir eigentlich, es tönt so plausibel, ich könnte mir auch vorstellen, dass ich es schon mal gehört habe. Ich weiss jetzt aber nicht, ob in Bezug auf diese Serie, vielleicht hast du da wieder irgendwie so ein freches Ding gemacht. Ich habe jetzt mal 1 Punkt einfach am B gegeben und 3 Punkte am C, weil das C, denke ich am Menschen, dass es nicht stimmt. Und der Janu? Ich habe zögert zwischen 1 Punkt fürs A und 1 fürs C, weil ich das A einen schlechten Gag fände. Aber ich habe mich jetzt entschieden, alles aufs A zu setzen. Alles auf A zu setzen. Also was ich euch sagen kann, B als Fakt stimmt. Das heisst, das ist schon mal nicht. Micha, du hast damit mindestens 1 Punkt verloren. Das ist in Ordnung. Und was ebenfalls stimmt, leider Gottes, ist A. Das heisst, Jan hat alle Punkte verloren, der Micha hat noch 3. Und die schreiben wir Micha. Das ist gut, das ist gut. Okay, sehr gut. Es ist ein bisschen verwirrend. Aber wieso sagst du denn leider Gottes? Das ist ja perfekt. Ja, das ist ein Traum. die können nicht machen. Aber ich bin am schlechtesten Hey, dran. jetzt halt für mich ist schon mal ausnahmsweise. Stimmt, der Micha ist ja unser Underdog. Für mich ist ja... Das war jetzt dein Comeback-Moment. Jetzt habe ich bin immer noch am schlechtesten von allen. Oh! Nein. Hä? Das hast du gemerkt? Es ist gerade der Bildschirm hat sich verändert. Ist das echt die neue Rubrik? Heisst die neue Rubrik etwa Meme Ento? Herrlich, das macht Wir müssen auf den Bass jetzt, auf den Bass zurück. Genau. Und zwar zeige ich euch Ausschnitt von einem Bild. Und sobald ihr wisst, um welches Filmplakat es sich handelt, könnt ihr buzzern. Wenn ihr es nicht wisst, alle 3, dann gehen wir einfach weiter und dann sehen wir wieder ein bisschen mehr vom Bild.
muss man auch, wenn es jetzt ein Filmreihe ist, Herr der Ringe, muss man sagen 1, 2 oder 3? Ah, absolut. Also wenn jetzt irgendwie Herr der Ringe noch einen Untertitel hat, die Gefährten des Blablabla, das muss man auch sagen. Man kann nicht nur sagen, das ist Teil 2. Wir langen bei dieser Kategorie, wenn ihr einfach könnt sagen 1, 2 oder 3. Okay. Aber das müssen wir in dem Fall sagen. Das müsst ihr dann sagen. Also wenn ich einen Fischer kenne, lange nicht, wenn ich sage, findet Nemo, auch wenn es findet Dory wäre. Genau, das langt dann nicht. Wobei Nemo ist ja nur ein Film. Oh je, da ist ja schon das erste Bild. Oh. Das kannst du ja Oh nicht je. einblenden. Heidiland. Ach, darf ich gar nicht lachen. Geisterpeter. Könnte ja alles sein. Du bist ein echter Altballast, glaube ich. Nein, ich glaube es wirklich nicht. Ich glaube, wir können weiter, oder? Ich glaube, das ist Heidi. Wird niemand? Nicht. Es gibt im Moment 5 Punkte, wenn ihr es wisst. Ich glaube, es ist Heidi, aber ich sage nicht. Also, ich drücke. Ja, Was nein, heißt nicht. Heidi? Ich glaube. Ich habe eine Idee, ich bin nicht sicher. Aber ich gehe noch mal weiter. Oh, fuck! Und das, warte, das war der Janu. gewesen. Ja, Shrek, aber welcher? Okay. Ich sage Shrek. Ich hätte für Welcher mich. Der Teil? erste. Der erste? Wahrscheinlich ist es genau 2 oder Das ist so. vollkommen richtig. Wow! Ich hätte jetzt 2 geraten. Muss ich ehrlich sagen. Es gibt also 4 Punkte für den Jan. Ich hätte im Fall zuerst gesagt Papamol oder so. Das wäre das nächste gewesen. Dann da. Und das ist es. Ja, aber das ist schon, hat schon viel verraten, das Öhrli dort. Das ist es Ich auch. habe eben gemeint, auf dem ersten Plakat ist der Drache noch drauf gewesen. Ja, es gibt natürlich verschiedene Plakate. Mal schauen, ob es da. Papamol hätte es auch noch können sein. Auch da gibt es wieder 5 Punkte. Oh. Warte. Was, wenn jetzt aber falsch ist, bin ich draus? Dann bist du draußen für die Runde, ja. Oh. Nein, ich drücke nicht. Also gut, ich mache einen weiter. Die Zuschauer daheim dürfen natürlich ganz voll. Es gibt im Moment 4 Punkte. Aber ich glaube, ich gehe einen weiter. Im Moment gibt es 3 Punkte. Fuck is this? Ah, wie heisst denn der? Es sieht ja schon ein bisschen älter aus, nicht wahr? Also, komm, ich sage Blade Runner, der erste Teil. Herrlich, Micha, herrlich. Geil. Damn, son! Ich habe eben nicht gewusst, ob es hätte gedacht, noch Shawshank einen Redemption. Untertitel gibt, wie irgendwie 2049 oder so, aber Ja, der Final Cut dann hat habe gefehlt. ich gewusst, das lange der erste Teil. Und wir machen das Ganze gerade das dritte Mal. Mittlerweile hat übrigens der Micha den Balasch überrundet. Überrundet oder überhaupt? Ja, jetzt sind wir noch Also 5, überhaupt oder? meine ich, Ja, ja, genau. nicht mehr noch 5 jetzt. Du hast 5, der Micha 6. Wow, wow, Wie wow. viel wow. hat die Jan? Ja, der Ball ist ein Trug. Das ist der Parasite. Oho, das sind 5 Punkte für den Belly. Ja, das Rechte macht Respekt. das Rechte kann ich nicht gehen, aber links. Stimmt. Ich habe. Okay, Herrlich. nicht schlecht. Bang Yon Ho hättest du auch gewusst, Bong oder? Jong Ho, ja? Ja. Sicher. Krass. Hallo miteinander. Folgendermaßen. Ich gebe euch jetzt da mehrere. Oh, man sieht es gar nicht so gut. He? Naja, ich sage es euch nachher nochmal. Ich gebe euch mehrere Sachen zur Auswahl. Ihr nehmt das, wo ihr denkt, ihr könnt am meisten dazu sagen. Zum Beispiel MCU, Film und Serie. Wenn ihr denkt, ihr könnt da ganz viel dazu sagen, dann nehmt ihr das. Ihr müsst aber mir nicht sagen, was das ihr nehmt. Und ich frage euch jetzt dann gerade, wer kann mir 1 nennen, wer kann mir 2 nennen, 3 und ihr streckt so lange auf, bis ihr denkt, jetzt weiss ich aber nichts mehr. Das heisst, wenn jetzt zum Beispiel der Micha bei 12 sagt, ich weiss nichts mehr, geht er runter. Wenn der Balasch findet bei 15, geht er runter. Das heisst, der Jan muss nachher 16 zum Beispiel MCU, Film und Serie nennen. Oder das, was er auch genannt hat. Und wir haben da links oben James Bond Filmtitel, Top 50 erfolgreichste Film, Film mit dem Leonardo DiCaprio als Schauspieler, Harry Potter Charakter aus dem Film, MCU Film und Serie, Figuren aus How I Met Your Mother und Schweizer Film. Ja gut, Schweizer Also Film geht raus. wir überlegen uns das. Der ist raus für mich, glaube ich. Sagen nicht, was wir haben. Genau. Nein, du sagst einfach so lange, wenn du wahrscheinlich gehst auf James Bond Filmtitel und er zählt auf 5, 10, einfach sobald du sagst, so viel kann ich nicht sagen und wenn er, Aha, es geht um wenn du Filmtitel. 12, dann du sagst, du kannst 12 Titel sagen. Es geht nicht Und über er alle sagt- Filmtitel. Einfach der James Bond Filmtitel. Und ich gehe jetzt zum Beispiel aus How I Met Your Mother Figuren. Ich habe das Gefühl, ich will 15 anbringen, dann hebe ich so lange auf, bis er bei 15 ist. Und wenn ich der bin, der als letztes die Hand oben hat, also, quasi, Dann musst du liefern. dann muss ich die allerdings... Genau. Kommt dann wahrscheinlich 15 Punkte über, oder? Genau.
Also, Geil. hat jeder von euch etwas? Warte. Ich will nicht sagen, was. Also, wer kann mir etwas davon sagen? Verstecken. Wer kann 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, was? 20, 21, Was nimmst du? 22, 23. Ja, das ist meine Limite, die ich mir gesetzt habe. Du bist noch da! Ja? Magst du da MCU? Nein? Also 23 Aber im ich könnte dir Moment, vielleicht helfen. 24, Jesus Christ. 25, Also ich gebe einfach einen Try. jetzt, 26, 27. Also 27 für den Ballast. Was nimmst du gern? Den MCU. MCU. Aber hat es überhaupt so viel Ja, Freude? das ist jetzt dein Problem. Das ist wirklich dein Problem. Aber let's give it a try. Okay, dann probieren wir mal chronologisch. Also Iron Man 1, 2, 3. Ja, so schnell bin ich nicht. Ja, komm jetzt. Eins- Das ist eigentlich im Kopf. Ich muss sie dann abstreichen. Ja, Ja. es könnte so Iron Man 1, 2, 3. Thor 1, 2. Tor 2 hat noch einen Untertitel. Thor 2, The Dark World. Jawohl. Ah, das auch noch. Ja, sicher. Oh, for fuck's sakes. Okay, dann was haben wir? Guardians of the Galaxy 1, 2, also Volumen 1 und 2. Ja. Captain America, The First Avenger. Ja. Captain America, Winter Soldier. Ja. Captain America, Civil War. Ja. Dann machen wir die Avengers Movies, Avengers. Die Avengers, die 1, dann 2 Avengers. Age of Ultron. Ja. Infinity War. Zählst du mit oder muss ich nachher schnell zählen, wie viel du eigentlich schon hast? Und Endgame. Ich glaube, zusammen am Schluss mal vorher, das ist noch einfach mal ein paar. Und dann Black Panther. Black Panther, ja. Dann Black Panther 2 Wakanda Forever. Das kommt jetzt nachher raus. Ist aber noch nicht draussen. Das zählt nicht. Zählt noch nicht. Fuck. Aber es gibt jetzt auch, also es ist noch nicht fertig, weil Okay. kannst du ja nicht Dann, Gut, streng genommen steht MCU-Filme. Steht nicht. Ja, logisch, solche, die schon draussen sind. wie viel habe ich jetzt? Erzähl mir mal schnell. Wie viel, Also du wie hast viel jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 hast du immer. Okay. Das schaffst. Wie viel Gut, musst du dann haben? haben wir noch Weiss schon nicht mehr. 27. 27. Gut, dann machen wir schnell Serie What If, I Am Groot, Loki, Loki, ja. She-Hulk, Ja, okay. der Dings-Dude. Jeremy Renner, oder? Ja, Hawkeye. Ja. Dann haben wir Ant-Man, Ant-Man and the Wasp, Doctor Strange, dann Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. In der Kategorie 27 Punkte. Dann haben wir das mit Scarlett Johansson, the Black wird der nächste Black Widow haben wir noch. Captain Marvel haben wir. Wie viel hat er jetzt? Dann Miss Marvel, die Serie haben wir noch. Miss Marvel, genau, das ist ja eine Serie. Genau, dann haben wir WandaVision als Serie noch. 27. Perfekt. Und du hast den Spider-Man-Film noch nicht gesagt. Schon. Genau. Was Gut. haben wir noch nicht gesagt? Das gibt Thor, Love 3 and Thunder Punkte hast für du den nicht Ballast. Doch. Habe Nein, ich Love and gesagt. Thunder hast du nicht Habe ich gesagt. nicht gesagt? Ah, der ist untertaucht. 3 Punkte für den Ballast. 3? Jawohl. Wie viel habe ich jetzt? Habe ich ein bisschen aufgeholt jetzt, oder? Jetzt bist du bei 13. Ah, nice. Gut, wir machen das gerade nochmal. Ich könnt euch nochmal etwas aussuchen. Außer natürlich jetzt MCU. Ah, schade. Also das fällt jetzt für alle weg. Genau, das fällt für Ja, alle. du hast wieder Ballast. Liebe Zuschauer, wenn ihr den Podcast Limoncello noch nicht hört, dann erwähne ich gerne, dass das vom Podcast Limoncello produziert wird. Und ihr natürlich auch gerne dürft unseren Podcast weiterhin hören. Habt ihr mittlerweile etwas? Mhm. Gut, also wer kann mir 1 sagen? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Da komm, geh runter. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 für den Jan, was darf es gerne sein? Harry Potter Charakter. Harry Potter Charakter. Was, echt? Krass.
Musst du mir wieder ein bisschen Zeit geben, weil das ist jetzt... ja, also. Also. Harry Potter. Ja. James Potter. Das ist der Vater von Harry Ich Potter. weiss es schon. Ich muss nur in der Liste muss ich ihn dann finden. Ja, ist gut. Ja. Lily Potter. Lily Potter. Ja, Micha, zählst du mit, bitte? Wir sind bei 3. 3. Okay. Zähl ein bisschen laut. Dann Vernon Dudley. Ich wissen, wie das schreibt. Du musst jetzt alle gucken. Wie? Vernon. V? Bist du sicher? Muss ich den Nachnamen wissen? Du hast gesagt Vernon Dudley. Vernon. Uncle Vernon. Nein. Ja, du. Ja, Dursley heisst er. Dursley, jawohl. Weil der Sohn heisst Dudley. Dudley Dursley. Genau, sehr gut. Und die Mutter heißt Petunia Dursley. Petunia Dursley, sehr gut, jawohl. Dann Hermione Granger. Also ich würde sagen, wir brechen da schon ab, weil zuerst etwas Falsches gesagt wurde. Wir lassen es noch durchgehen. Jawohl. Ihre Katze heisst Crookshanks. Harry seine Eule heisst Hedwig. Bist du am Zählen? Ja. Es sind glaube ich 7. 8. Oder 8 schon. Ja, ich bin auch am Zählen. Dann Ronald Weasley. Der Ronny Boy. Jawohl. Oh, das kannst du ganz Ginny Family. Weasley. Ja, nicht ganz. Dann Fred Weasley. Ja. George Weasley. Ja. Dann der Hagrid. Rest in peace. Rest in peace. Absolut. Kannst du auch den Vornamen sagen? Rubius. Krass. Ja, ich hätte es auch ohne durchgehen. Albus Dumbledore. Kannst du bitte alle 4 Namen aufzählen für mich? Nein, kann ich nicht. Albus, Percival, Brian, irgendetwas. Gut. Minerva McGonagall. Severus Snape. Ja. Oh Gott. Sirius Black. Ja. Remus Lupin. Wie denn? Remus Lupin. Ah ja. Mhm. Nein, oder? Nein, wir sind erst bei 18. 24, oder nicht? Ich bin bei 23. Lord Voldemort. Neville Longbottom. Noch 3. Easy peasy. Habe ich Draco Malfoy schon gesagt? Nein. Aber du darfst ihn gerne noch Ja, ich nehme gerne Draco Malfoy. Bellatrix Lestrange. noch einen. Hä? Und Dobby der Hauself. Sick. Knapp. Hast du Termine einmal gesagt? Ja, Okay. wäre am Anfang auch dort gegangen. Wow, wow, wow. Jetzt geht es um wahr oder falsche Aussagen. Das heisst, ich mache eine Aussage und auf 3 tun die Daumen auf, wenn ihr sagt, das stimmt, oder Daumen runter, wenn ihr sagt, die Aussage stimmt nicht. Es gibt also nur 50-50 Chancen. Und ich merke gerade, ich habe nicht einmal einen Titel genannt für diese Rubrik. Nee. Ja, no. Also, die erste Aussage. Und ihr tönt erst, wenn ich sage, jetzt aufheben. Am Filmdreh von Ben Hur von 1925 sind bei der Wagenrennen-Szene 170 Ross ums Leben gekommen. Ich kann kurz überlegen. Und wie viel? 170. 170 Ross sind ums Leben gekommen bei der Wagenrennen-Szene von Ben Hur 1925. Und aufheben in 3, 2, 1, los. Jan sagt nein, die anderen 2 sagen ja. Und das ist richtig. Punkt für den Balasch, Punkt für den Micha. Inglourious Basterds ist mit 700 Millionen Einspielergebnis am Quentin Tarantino sein erfolgreichster Film. Ich kurz überlegen, ob das stimmt. 3, 2, 1. Der Jan und der Micha sagen nein, der Balasch sagt ja und die Aussage ist falsch. Das heisst, Micha am Punkt. Ich würde raten, Django Unchained ist sein erfolgreichste. Das ist richtig. Aber wie viel hat das gestummen, mindestens die Zahl? Nein, das hat er nicht gestimmt. Django Unchained hat 426 Millionen eingenommen und ist damit der erfolgreichste Film von ihm. Und die letzte Frage. Der Tom London hat in rund 2000 Filmen mitgemacht und ist im Guinness-Buch der Rekorde vermerkt als Schauspieler, der in den meisten Filmen mitgemacht hat. 3, 2, 1, los. Micha und Jan sagen nein, der Balasch sagt ja und die Aussage ist richtig. Yeah! Crazy. Das ist aber schon ein Zeitchen her. 2005 wieder so 10 Stutz zum schnell neben durchlaufen. Ja, wahrscheinlich so. Ist es so ein Ehrenstatist oder wie würdest du Ja, voll. Wir neigen uns schon am Ende zu.
Jetzt, damit wir noch am Punkt aufholen, gibt es noch... Ich weiß nicht, nicht so viel Mühe gegeben. Gibt es noch ein 1:1. Das heisst, ihr wählt aus zwischen drei Film-Franchise und müsst nur... Also jeder von euch wählt eins und zu diesem Franchise müsst ihr dann Fragen beantworten. Aber nur die eine Person von euch tut zu dem, was er gewählt hat, beantworten. Und zwar könnt ihr entweder Fragen zu Star Wars, Fragen zu Harry Potter oder Fragen zu Pirates of the Caribbean. Ja. Und weil im Moment der Micha am wenigsten Punkte hat, darf der Micha auch wählen Star Wars, Harry Potter oder Pirates of the Caribbean. Also ich schwank zwischen Star Wars und Flucht der Karibik. Aber ich glaube, bei Star Wars... Also Harry Potter habe ich keine Ahnung, aber da weiss ich, dass das der Jan nimmt. Darum wäre es blöd, wenn ich keine Ahnung habe. Aber ich glaube, der Balasch, jetzt taktisch, hat mehr Ahnung von Star Wars als von Flucht der Karibik. Darum nehme ich Star Wars. Chillig. Du nimmst Star Wars? Ja. Gut, Micha. Das ist dies 1:1. Oder kann er jetzt auch noch mal Star Wars nehmen? Nein. Oh, okay. Ja, es sind ja die gleichen Fragen. Herrlich, Micha, herrlich. A, B oder C? Spielt Star Wars A in der Vergangenheit, B in der Gegenwart oder C in der Zukunft? C. Und das ist schon mal falsch. Vergangenheit. Es spielt in der Vergangenheit. Echt? Jawohl. Okay. Was antwortet der Han Solo in Star Wars auf die Prinzessin Leia ihres «Ich liebe dich» bzw. «I love you»? Sagt er A, «Ich dich auch», B, «Ich weiss», C, «Endlich» oder D, «Einverstanden»? «Ich dich auch», «Ich weiss», «Endlich», «Einverstanden». B, «Ich weiss». Und das ist richtig. Herrlich. Jetzt gibt es einen Fakt für dich und du musst sagen, ob der Fakt richtig oder falsch ist. Der Alec Guinness, das ist der Ursprungsschauspieler vom Obi-Wan Kenobi, also in der Originaltrilogie, der findet den Film richtig scheiße und bereut, dass er mitgespielt hat. Ihn nervt auch, dass der Film so erfolgreich geworden ist. Ist das richtig oder falsch? Das ist falsch. Ich sage... Nein. Ja, was wäre die Herleitung? Nein, ich hätte jetzt eher gedacht, dass er die neuen Filme scheiße findet und das wieder so eine Fangfrage ist. Ja. Aber das ist im Fall ein bisschen unkorrekt, weil es ist im Fall nur auf den Dreh selber spezialisiert. Also er hat den Dreh gehasst und die Vorbereitungen. Aber nachher hat er dann gesagt, wegen der George Lucas ist ein super Regisseur und so Zeugs und Sachen. Mhm. Aber es ist so klein, es ist nicht ganz klar, weil eigentlich ist er nachher dann schon klein gewesen. So. Okay. Ich nehme einen halben Punkt. Meine Fakten... Also jetzt heisst, er hat bis zu seinem Tod gesagt, er bereut, dass er das gemacht hat? Ja. Also nein, er hat es in einem Interview nach dem Film mal gesagt. Ja, okay. Lustig, weil ich auch Interviews gesehen mit ihm, wo er gesagt hat, dass er den eigentlich sehr toll findet. So. Ja, ich weiss nicht, ob er seine Meinung noch geändert hat. Schauspieler redet so viel, der liebe das ist so. Auch das Gegenteil. Es gibt einmal jetzt mal keinen Punkt. So. Das ist die Hauptsache. Ich lese dir jetzt einen Ausschnitt aus einem Film vor. Du kannst sagen, ob du auf Deutsch oder auf Englisch. Der Ausschnitt. Oh, Star Wars. Ja, tu mal Deutsch. Okay. Und du musst sagen, aus welchem Film das der Ausschnitt kommt. Und je mehr, dass ich dir halt vorlesen muss, desto weniger Punkte gibt es. Jetzt am Anfang würde es 7 Punkte geben. Ui. Ja. Aber ob du das weißt, verstanden, Meister. Es gibt 7 Punkte, wenn du den Film kannst nehmen. Okay, weiter. Sie werden nicht rechtzeitig vor Ort sein. Sie müssen quer durch die halbe Galaxis reisen. Hier. Geonosis ist weniger als ein Passes entfernt. Okay, ich habe jetzt Teil 1 im Kopf, also Teil 4 von der Reihenfolge. Also der 4. Teil, der gemacht wurde. Ist, also Star Wars 4, Episode 4. Nein, das 1. Star Wars Episode 1. Habe ich jetzt im Kopf, aber ich weiss nicht, ob ich schon sagen soll. Ich gehe auf Risiko und sage 1. Und das ist falsch. Es wäre Episode 2 gewesen. Okay. Dann die 5. Frage. Ich lese 10 Figurennamen vor. Und sobald du eine Figur hörst, die nicht zu dem Franchise gehört, oder zu dem Hauptfilm, dann tust du buzzern. Okay. Und es gibt mehrere, die nicht reinpassen, nicht nur eine.
Also ich lese ganz entspannt und du tust einfach, sobald du jemanden hörst, tust du buzzern. Der Mace Windu. Commander Spock. Genau, das ist keiner. Das ist schon mal ein Punkt. Obi-Wan Kenobi. Lord Voldemort. Oh ja, ich muss dich auch wieder freischalten. Also du sagst Lord Voldemort ist keiner. Und das ist natürlich richtig. Die Padme Amidala. C3PO. Yoda. Ahsoka Tano. Darth Sidious. Dominic Toretto. Ja. Genau. Ich frage mich eben teilweise, sind es so nur offensichtliche Namen, wie irgendwie Dominic Toretto? Oder gibt es teilweise auch so Sachen, so Namen aus Star Trek, die noch irgendwie könnten passen? Ist der Ahsoka Tano, ist der habe ich gesehen oder nicht? Also der stimmt. Okay. Ja. Und die letzte Frage. Du kannst Nein. 5 Punkte holen. Zähl mir doch bitte, oder nenn bitte in der Reihenfolge die Namen von den Filmen. Aber das sind Gratispunkte. In der Reihe von Star Wars 1. Ja, nur schon traurig, dass du die Episode vergessen hast. Also das Erwachen der Macht. Wäre nicht der erste. Also die Reihenfolge muss stimmen. Ja. Ich hätte ihn auf Englisch sonst im Ja. Angebot, Force Awakens. Ist er immer noch falsch? Ja, also in der Reihenfolge. Episode 1. Aha, okay. Der letzte Jedi-Ritter. Kann man schon stehen abbrechen. Ja, wir brechen ab. Okay. Keine Ahnung. Leider gibt es keine weiteren Punkte für den Micha. Aber der Ballast kann sich schnell aufzählen. Ja, ist mir gut. Die wirklich Kein Punkt für das. Der am zweitwenigsten hatte, ist der Balasch. Du darfst Harry jetzt sagen, Potter. Harry Potter. fuck. Nein, ich Kannst du ich- gut ich- bei ich- Harry ich- Potter? Ich habe noch gehofft, dass ich es noch wählen kann, aber Pirates of the Caribbean das wäre einfach gottlos bei mir. Bist du sicher, dass du Harry Potter willst nehmen? Ja, bitte schnapp's mir an weg. Ja? So schnell. So. Ah, schade. Wieso? Wegen? Ich habe jetzt darauf gepokert, dass du Flucht der Karibik? Nein, eben nicht. Star Wars. Star Wars nimmst. Weil bei Hätte ich auch genommen. bei Harry Potter habe ich die englische Übersetzung nicht. vom Ausschnitt. Ups. Egal. Schaffst du gleich. schon. Gut. Balasch. Yes. Das ist dein 1:1. Yes. Wie heisst, also du kannst auswählen A, B oder C, wie heisst das bekannteste Zaubergefängnis von dieser Welt? A. Azkaban, B. Malfoy, C. Symphony. Azkaban. Das ist richtig. Wie heisst der Entwaffnungszauber? A. Brauchst du überhaupt eine Auswahl? Brauchst du überhaupt das? Jo! Also. Jo, es ist für das Publikum auch, aber das Publikum auch kann ein bisschen mitspielen. Also, das Oder gibt einen eben- Minuspunkt für den Jan. Aber das ist mir Fall noch gerne nicht so Dings, weil ich auf Deutsch aber nie gesehen, deswegen muss ich Heißt schon... gleich auf Deutsch. Ja? Egal, mach. Also, der Entwaffnungszauber heisst A. Wingardium Leviosa, B. Expecto Patronum oder C. Expelliarmus. Experimus. Und das ist richtig. Ich gebe dir eine Aussage, du musst sagen, ob sie richtig oder falsch ist. Die Figur Harry Potter hat im Buch ja grüne Augen und im Film nicht. Und das liegt daran, dass der Daniel Radcliffe eigentlich grüne Linsen hätte tragen sollen. Die Linsen haben ihm aber so mega weh getan, dass er sich geweigert hat und sie haben dann darauf verzichtet. Ist das richtig oder falsch? Das ist richtig. Das ist richtig. Yes. Und jetzt tue ich dir eben einen Teil vorlesen. Und genau, je weniger dass du hören musst, du musst sagen, von welchem Film das es kommt. Also, viele von Ihnen fragen sich bestimmt, warum ich Sie zu dieser Uhrzeit habe antreten lassen. Es wurde mir zugetragen, dass heute Abend Harry Potter in Hersmet gesehen wurde. Das ist Harry Potter 7 Part 1. Und der Jan nickt sogar, obwohl es falsch ist. Hä? Es wäre der Teil 2. Tut mir leid, meine Freunde. Ah, aber du hast im Fall auch das gleiche 7 Teil Impuls 2. gehabt. 7 Teil 2, dort wo dem... Dort, wo sie am Tisch zusammensitzen. Ja, stimmt. Ich finde es so lustig, wie der Jan so. Oh nein! Und der Biss falsch. Ah, krass. Ja, Okay. das hat
Oh, ich darf nicht sagen, welche Figur das gesagt. Gut, wir gehen zu den Figurennamen über. Ah doch, der kommt da gar nicht vor. Ah doch, er kommt vor. Also gut. Wir gehen zu den Figurennamen. Auch bei dir, es sind 10 Figuren. Albus Dumbledore. Michael Myers. Michael Myers? Michael Myers ist nicht drin. Das stimmt. Das ist aus Halloween. Genau. Severus Snape. Ron Weasley. Neville Longbottom. Jake Sully. Ist das ein Buzzer gewesen? Mhm. Das stimmt auch. Das ist noch nicht freigegeben. Oh ja, stimmt. Ich habe nicht weggenommen. Aber genau, das wäre ebenfalls falsch. Minerva McGonagall. Oder so. Ginny Weasley. Clio Bernard. Und das ist richtig. Draco Malfoy. Ja, das sind schon alle gewesen. Okay, super. Und jetzt auch bei dir, bitte der Reihenfolge nach alle Filmnamen aufzählen, ob Englisch oder Deutsch ist mir gleich. Okay, also ganz auf Englisch. Ja, Harry Potter and Sorcerer's Stone. schon mal falsch. Falsch. Schade. Ja, Philosopher's hast du noch mal einen Stone. Versuch, weil mich Sorcerer's Stone, also beim Buch. Es geht um Es geht um Filmballast. Film Das ist mit ein Filmquiz Ballast. Oh mein Gott! Nicht mal einen halben Punkt gibt das, okay. Ich bin noch bei den Büchern. Okay, dann Harry Potter, the Chamber of Secrets, Harry Potter and the... Wir sind immer noch beim ersten. He? Was? Der Du hast erste, erst nicht der erste, der allererste Film. Der allererste Film? Ja. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Ja. Harry Potter and the Chamber of Secrets, Harry Potter and the... Azkaban, etwas? Fuck, ich kann es nicht auf Deutsch, es ist noch lustig, weil ich kenne die aber auch auf Ungarisch, nicht nur auf Englisch. Perfekt, den lassen wir raus, weil der weiß nicht, wie es Englisch ist, aber der Gefangene von Azkaban, den mache ich auf Deutsch. Dann the Goblet of Fire, Order of Phoenix, Half-Blood Prince, Deathly Hallows Part 1 und Part 2. Und das sind 5 Punkte für den Ballast. Das ist jetzt schon die letzte Runde gewesen, jetzt eigentlich. Ja. Und jetzt kommt noch der Janni. Ich nehme gerne Harry Potter. Ja, no. Wie viele Punkte muss ich machen? Was ist dein Anspruch? Ja, Wie du als der Micha bist? Und zum... Schon jetzt. Bevor du überhaupt da Ja. Und es fehlen, glaube ich, 9 Punkte bis zum Ballast. 9! Ja. Wie heissen die Goldmünzen im ersten Teil? Oh Gott. A. Tainos-Gold, B. Aztekengold oder C. Pikteengold? Aztekengold. Jawohl. Musst du nicht so machen, wenn du sagst. Wie heisst das Würfelspiel im zweiten Teil, wo der Davy Jones gegen den Will Turner spielt? A. Liar's Dice, B. Game of Liar oder C. Rule Lie? Liar's Dice, Game of Liar, Rule Lie. Das erste. Jawohl. Liar's Dice. Sind die da am Flüstern? Oder? Ich habe gescheiter Flucht der Karibik gemacht. Ja? Ich habe ehrlich gesagt auch Beide falsch angenommen, pokern jetzt. ich habe angenommen, du nimmst Flucht der Karibik, du nimmst Harry Potter und du nimmst Star Wars. Das hätte am ehesten gepasst. Ja, ich wollte taktisch spielen. Ja. Ja. Was ja auch Sinn macht. Gut. Ist die Aussage wahr oder falsch? Im zweiten Teil erwähnt ja der Gibbs, dass sie durch einen Hurricane durchgesegelt sind, also irgendwann halt zwischen dem ersten und dem zweiten Teil. Und es hat tatsächlich zu dieser Zeit, also rund 1927, einen Hurricane gegeben. Und der Captain Henry Bartlett ist mit seiner Crew tatsächlich durchgefahren und die meisten von der Crew haben es überlebt. Das ist falsch. Ist falsch. Hey, you got this. Ich lese dir aus irgendeinem Teil ein paar Zitate vor und du darfst sagen, aus welchem. Willst du das auf Englisch oder auf Deutsch? Ja, machst du mal auf Deutsch. Sehr gut. Aber es gibt immerhin nicht so viele Teile. Das ist schon Das mal stimmt, der ja. Ja, ich weiss nur die ersten 3. Die anderen haben mich gar nicht mehr gejuckt. Gibt 5, oder? Sag nicht. Ein Gentleman gesteht einer Lady stets ihre Illusion zu. Ja, mach weiter. Mal weiter. He? Und jetzt sagt die andere Person: Hör zu, Sparrow. Solange meine Matrosen bezahlt werden, nehmen sie alle Absonderlichkeiten, die man ihnen bietet, hin. Mach mal weiter. Und jetzt sagt wieder jemand anders: Ah, eine Absonderlichkeit gibt es allerdings, die ich nicht hinnehmen kann.
Imitieren lasse ich mich nur als Captain und als nichts anderes. Das ist 3. Ist das deine finale Antwort? Ja. Und das ist falsch. Es wäre das 4 gewesen. Und zwar redet er dort mit der Angelica. Aber du hast ja den 4. gar nicht gesehen. Was ja gar nicht so tragisch ist, weil der Film ja gar nicht so gut ist. Aber besser als 5 immerhin. Genau. Du darfst jetzt noch alle Filmtitel nennen, der Reihenfolge nach, auf Englisch oder Deutsch. Ach Gott im Himmel. Hat es eins überhaupt einen Untertitel? Hey, ganz ehrlich, eigentlich ist es doch gut, dass ich Star Wars genommen habe, weil ich könnte bei allen 3 Reihen das nicht aufzählen. Weil ich achte nie auf die Untertitel. Ja. Hat es eins einen Untertitel? Ich sag doch nicht. Wollt ihr da ein bisschen Tipps rauskramen? Nein, hat es nicht. Das erste Account ist auf Flucht der Karibik. Auf Deutsch? Ja, genau, das ist richtig. Gut, 2 ist Fremde Gezeiten. Ist das deine letzte Antwort? Vielleicht will ich dich auch noch verwirren. Warte jetzt. Stell dir vor, einer ist so bei einer seriösen Quizshow, der Günther ja auch. Ich habe mich ja auf den Günther ja vorbereitet. Kannst du schon mal schnell etwas da unten holen? Also. Komm aber mit dem Lift tun. Komm mit dem Lift tun. Nicht aber, Jetzt. Also, Janu, der zweite Teil gerne. Willst du dich festlegen auf was Ja, hast du gesagt? Fremde Gezeiten. Fremde Gezeiten. Das ist richtig, das wäre der 4. Teil. Damit ist das Spiel auch für dich vorbei. Das 3 ist ja am Ende der Welt. Genau, und das zweite hat ebenfalls kein... Das Flucht der Karibik 2? Ja, oder auf Englisch Dead Man's Chest. Eben, das hätte ich gewusst. Und dritte genau am Ende der Welt oder at World's Kann End. wenigstens das einen Punkt. auf Französisch Komm, hätte ich ich es gewusst. Ja, eben. Dort Komm ich für hätte das es 1 3 wenigstens einen Punkt über. Nope. Er hat ja beim Dings auch nicht gewusst, bei Escobar auch nicht gewusst. Das 1 hätte er auch nicht gewusst ohne Hilfe. Hey, jetzt. Ja gut, dass du ihm hilfst, ist mir doch klar. Ja, aber du hast ja gesagt, dass es falsch und so und sich beendet. Und dann hast du gedacht, komm, da weiter. Jetzt im Nachhinein wird er nachtragen. Ja, logisch. Du möchtest jetzt also gerne einen Punkt. Ist es Dann das? möchte ich Ja. aber für meine Aufzählung auch einen. Gut, das Ja, kommt sowieso nicht Eben, davon. auf den kommt es gar nicht Jeder- drauf Also, an. schau, der Jan bekommt einen Punkt, Micha bekommt einen Punkt. Auf Französisch hätte ich alles können. Balasch, du kommst auch noch mal einen über. Alle haben gewonnen. Also, wir sind alles Gewinner. Ich kann dir Nein, alle so ein Star Wars PH-Scheiß Teile ist jetzt nicht. auf Französisch aufzählen. Soll ich euch Was? sagen, wer gewonnen hat im Moment? Und Warte im schnell, Moment... warte schnell. Du hast es auf Französisch. Französisch könnt ihr alle aufzählen. Was denn? Star Wars Teil. Was er macht? Also mach. Le Bourgeoisie de le... Episode 2, le raushauen. Le Yeti de Verre. Monsieur Claude. Monsieur Claude et Yoda. La voiture de Darth Vader. Le Pain du Chocolat. Komm, mach dich schon heiß da rein. Ja. Oh mein Micha, ich gratuliere dir für den 3. Platz. Es hat wahnsinnig Spass gemacht mit dir. Du hast 15, 13 Punkte hast du erreicht. Und Danke. darfst fröhlich mit heim. Ja. Auf dem Danke zweiten dir. Platz. Darf ich fertig reden? Nein, erzähl. Ich möchte dir danken für das tolle Filmquiz. Es hat mir sehr gefallen und auch Spass gemacht. Gerne. Für mich gibt es keinen Applaus, gell? Nein, der Jan, ich gratuliere dir ganz herzlich zum 2. Platz. Merci. Und zwar mit 21 Punkten. Danke. Ein bisschen mehr als der Michael. Auch das ist ein Applaus verdient. Und Balasch, du bist hier hingekommen, niemand hat dich gross gekämpft bisher. Du kommst hier hin, du das Game auch schnell durchspielen. Oder du hast ganze 27 Punkte gemacht. Wow. Danke. Ja, ich hoffe auch euch hat Spass gemacht zum Mitmachen. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche und bis zum nächsten Mal.